Ich habe viele Erlebnisse gehabt, wo Gott mich sogar nicht bloß segnet dafür, wo der sogar mich tritt holen dafür. Vandaag zie ik hier met een gast uit Kanada. Hij is op in Paraguay abgewassen. Uwe Stoll, dankzij Uwe, dat u de tijd neemt en dat je ook maar kort op bezoek bent. Zodat we eenmaal een beetje van die leven vertellen kunnen. Velen worden die kennen. Je bent op een dag al zeer lang was in Kanada en op andere landen vielleicht. Maar hier bent u abgewassen. Er is wel veel wegen thuis en de familie. Wir waren 17 Jahre. 6 Jungs und ein Mädchen. Hier in Philadelphia oder am Darfur? Nou, we zijn eigenlijk op een kamp de eerste jaren. We ons pa hadden een Stantia, dat we dan zeiden. En daar zie ik als Bengel opgewassen. En ook nog twee van mijn andere Geschwister, het meisje en nog een broer. So, dat we eigenlijk onze heimat am Anfang en dan nadem heeft ons pa de Estancia verkauft en we trokken er nummer 1 en daar gaf het nog een jong en zo en nu nummer 1 van ons pa kaufte hier een Wirtschaft aan de stad. En we trokken her en heeft dan her een loftje opgemaakt en dat weer zijn beschafting dan voor vele jaren. Ja. So, ik heb allemaal gezegd dat jullie familie zeer lastig was en je ook als je Schwester lastig en jullie einander allemaal een beetje uitgeproefd hebben. Kannst du een paar Beispiele davon vertellen, waar je thuis leefde? Jo, we hebben untereinander haben sie immer sehr gutes Verhältnis gehabt. Als Geschwister haben das auch von Deutschland noch. Und, ein von unseren Gove ist für sich dem nächsten in die Türkische. Das immer so uitkomt. Aber am positiven Sinn. Immer am positiven Sinn, dass das nachher muss das immer mit dem Lachen reinkommen. Ja. Ja, in der Jugendzeit, wie wir große Jungs, droegen een Schlips, dan schreef we het eerste Mal een voorraad. Aha. Ons pa had 50 Gurkjes van Duitsland importeerd, met dat geloofje. En Wilmer en ik waren dan de eerste wat dan niet het Gurkje schreef, en dat was onze eerste tijd. En met voorraad, dat had ik eerst als ik me bevrijd had. Dan kocht ik me een voorraad, ja. En dan Zentralschule met de andere jongens, kom je goed uit? Ja, kwam er goed uit. Ik had hier mijn probleem met astma. Ik had allemaal astma, dus ik moest veel am Sporten so wieder bezit zetten, wie ik niet met de lucht vooruit kwam. Maar we hebben veel verschillende gedaan. Ja, ik heb zum Beispiel, ik mag me amaderen de Drachens. De Drachen te mijn lucht vliegen laten met een band en dan hoog, ziemlich rateren. En daar dat we allemaal een van mijn sports wat hier in deed. En een daarvan wat ik zeer goed behouden heb, is ik moet me met een Iserdraht, het laatste een van de zorgen van dragen we Iserdraht en daar maak ik een Kassin-kader volgezapt aan, steek dat aan. En dan leid ik hem hoogvliegen van ons ligt even naar zuiden dan, noordwindig op een avond. Leid ik dat zo weit uit dat het wat even aan de school, Zentralschule, allemaal zo vliegen deed. En de nächste dag dan leid ik me van de Schüler met bejeesting vertalen wat zij dem oontje zijn hadden. Ik keerde me dan nog wat dat geweest kon zijn. En hij had dan alle mogelijkheden me verteld wat dat geweest was. Ja. Ah ja. Wist dat weer bloos de vlam te zijn geweest. Dat weer niks anders is, dat is dat weer. Ja. Ja. Aber was hast du dann, oder wie lange hast du Schule gegangen und was hast du noch gearbeitet? Ich habe 4 Klasse Zentralschule gegangen und habe al in der Zentralschulzeit angefangen, ein Fernstudium zu machen.
von Deutschland, am Electrical. Wie gesagt, schafft eine Ferien bei einem Elektriker, wie in Ernst Nieder. Das wäre mal mein Fach, was mich sehr interessiert hat. Und da habe ich dann auch das Studium, das wie ein Studium, ein Fernstudium, ungefähr, das soll 5 Jahre nehmen. Dort kam immer über Post, die Bücher, was ich lernen musste, dann musste ich Examen aufschätzen. Und so habe ich das Examen dann gemacht und das hat mir hier in Deutschland viel geholfen, dass wir ein anerkanntes Papier weiter hatte, dass ich das aufgeschlossen habe. Ja. Ich war hier in Deutschland als voller Elektriker anerkannt. Ah ja. Ja. Einmal wachten die 2 Wege, wat de post kwam en dan was wieder, en dan was 2 Wege had je. Vandaag en dag staat het eigenlijk dat dat dan werkelijk zo geschafft heeft. Maar dat heeft het geschafft. Dat had een trein, wie kreeg dat daarschen. Als ik mij bevrijd had, de eerste weetje, noem bevrijd, zo dat ik nog lot heb genomen dat ik dat Schlussexamen nog schreef. Dat wil ik dan daar schrijven en dan weer daarsje. So, Mutter ging slopen en ik had aan een sloopstoel dagstoel en dat ik dan examen schreef en mocht hem afsluiten. Ja, du erwähnst al, du hast Trouble mit Asthma und so eine Sache. Wo ist das wieder uitgevallen? Ja, Asthma habe ich von 2-3 Jahren, sagt meine Ma, hat das angefangen. Und damit habe ich mich eigentlich die ganze Kindheit und Jugendzeit rumgeschleppt mit, ja. Und gedacht, dass in 1. Jahr gewesen sind wieder. Und der Doktor, der einzige Trost, wo ich dann einmal mit der Zeit krieg, das wird wahrscheinlich verschwinden, wenn ich um 20 werde. Und auf die Hoffnung büde ich dann immer, ja. Und das leid wirklich nur, als ich in den Jahren dann komme. Aber dann 21, 22 Jahre, dann ich das nach Tauleihe nicht aufnehmen. Und dann sagt der Doktor, das Einzige, was du sollst proben, ist in anderes Land, anderes Klima. So, ich nahm dann als Teacher, ich hatte deutsche Papiere, meine Frau hat deutsche Papiere, das ich alle gekriegt. Dann fuhr ich fuhr ich nach Deutschland und wenn das wirklich so gut sein, dann wurde hierdurch mit den 2 kleinen Kindern herankommen. Und dort hat wir dann, als wir in Deutschland eigentlich Fuß alles los. Ich habe kein Asthma da mehr gehabt und dort war dann klar, dass wir durchgehen, ja. Und da ich Fuß als Elektriker bei Siemens, wurde ich angestellt. Und habe dann die Zeit, als wir in Deutschland wohnten, gearbeitet. Ja. Wie lange war je da in Deutschland? Wir waren nicht mal ein ganzes Jahr. Dort wir nicht unsere Heimat. Das war wie wir hier im Waschkreuz geworden. Und da sollen wir ganz anders leben. Da können wir uns alle nicht anleben. En wo je getan haben? Oder dann dat we aanreedje en we hadden een korte tijd. Hadden we onze papieren kunnen naar Canada reizen. Al die jonge lieden, wenn je dat hier, Bolivien, Mexico, wo immer, leren, dat is toch wat goed, dan vindt man arbeid. Ja. En in Canada, wo je daar wieder? In Canada fang ich dann bei einem an, was als Elektriker arbeitet, ja. Dat is ook einer von Deutschland, der redet gut Deutsch, das halt mir eigentlich kein Englisch. Aber wir dann angesagt, da musst du alle. Aber noch 1,5 Jahre ging ich dann fang die eine Company an, dann die Stalco Electric, das von Stahl dann aufgerundet, ja. Und so habe ich dann gearbeitet, gearbeitet, habe viele Apartments, kommerzielle Einrichtungen gemacht und hadden klampe Arbeit, ja. Und mit der Zeit fangen wir an mit einem von mir, mit meinen Partnern, da kommt ja noch ein anderer Teil, was wir Hotels bauen. Wir haben dann da 7 Hotels gebaut und die verkauft, was fertig waren, ganz eingerahmt waren. Wir haben kein Hotel für sich gestellt, aber da waren immer Menschen, die ein Hotel gestrandet haben, dann kommen da wieder und wollen das verkaufen. Da hadden alle immer bald nur dem, was wir die eingerahmt hadden, verkauft. Du hast, weet ik nu,
einmal ein Hort gehabt für Mission. Hat sie dort all an der Zeit, Jugend oder Deutschland oder Anfang Kanada, auch einmal ein Hort für Mission? Ja, ich würde sagen, für mich wäre immer das sehr wichtig, dass wir unterscheiden von anderen was tun. Und mir wird auch immer wichtig, dass wir für andere da sind, Seele sind. Ja, Ja, aber gerade wenn du ein Geschäft anfängst, dann will man doch für sich Europa. Ja. Das soll sich tragen irgendwann, du musst es betalen so. Wo wird das die Zeit? Na, ich habe eigentlich von Anfang an meine Schafe an sehr gut und ich habe gut verdient. Aber ich habe von Anfang an immer versucht, den rechten Teil aufzugeben. Auch nicht bloß 10%, das muss auch mehr sein als 10%. Ja. Ich habe viele Erlebnisse gehabt, wo Gott mich sogar nicht bloß segnet dafür, wo er sogar mich holen dafür. Das wäre verschiedene Ergebenheiten. Ich hatte zum Beispiel, ich hatte ein Hotel verkauft und dort wir so, das wären 2-3 Monate vor Weihnachten. Und kurz vor Weihnachten kam zur Zeit direkt an mich und sehen sie da in Vietnam ein Ploeg, een wafeten ploeg maken. Ja. In Vietnam weer sehr viel Eisen alle von Krieg. Und dafür hadden ze een Samenzaad en ze waren nu meest krijgt wat hij samen aan veel naar $15.000. En hij zei tegen hem te zeggen, aber ich habe eigentlich für dit Jahr habe ich dort wohl alles angedeelt noch gegeven wat ich will. Ja. Aber hij stond nicht Fuß ab und dann schließlich sagte er, hey, ich wollte dort die $15.000 geben und dann habe ich voll, habe ich dort geschafft, was ich wollte. Ja. Und dort wird 2-3 Wochen later, ruft mein Avogado, mein Lawyer an und sieht dort bei dem Hotel, da wäre ein Missverständnis, dort Stalco Electric, meine Company, krieg $16.000 zurückgeholt von dem Verkauf, was die Regierung genommen hat. Ja. Also ich krieg $1.000 mehr zurück, als ich gegeben habe. Dann Begebenheit habe ich mehrere gehabt, dass einer sieht doch immer, wo Gott die auch vieren. Ja. Ja, du hast dann noch bei einmal die Verbindung nach Paraguay geholt. Und hier auch deine andere Schwester sind hier, aber auch besonders, ich weiß nicht von wann dort ist, Arco Iris, die Schule, was am Norden hier von Paraguay ist, eine Verbindung mit dir gehabt. Und auch Lothar, deine Titel sehr viel eingespannt. Kannst du ein bisschen davon erzählen? Ja, Hedwig, meine Frau, ich will bloß so viel sagen, dass ich, wenn ich von uns rede, von wieder, meine ich Hedwig und mich, aber Hedwig ist im Juli gestorben, so ist sie allein. Ja. Aber wir waren uns einig, als ich 54 war, wir wollen eine Mission gehen. Und dann haben wir überlegt, was können wir tun. Ja? Und dann bereden wir uns die beste Mission, wo die wahrscheinlich in Paraguay dann nicht kennen, wie es dort schon wie dort lohnt. Wir können die Sprache einigermaßen. Und wir haben hier Geschwister und so weiter, dort wo das sind. Und dann fangen wir hier mit der Tagesstätte an. Ja, Ja, gut. Kort treten dem Asthma. Wird das dann klar, dass das hier dann nicht mehr wird sein, oder? Ich habe die ersten Jahre, wo wir herkommen, das ist das erste, was ich deed, dann ist es schon mit der Medizin und Pelletscheibe. Das fängt von der ersten Nacht an. War das gut so? Ja. Aber das wird immer langsam weniger jeder Jahr. Und von da schon nach ist es ganz weich. Die letzten 10, 15 Jahre habe ich keine Mediziner was mehr gekauft und gebraucht. Ja. Okay, das wäre die Zwischenfrage. Das wäre der Warstand nach Paraguay, willst du hier dort Chande? So habe ich dann hier mit Arco Iris, nee, mit der Tagesstätte. Mit der Tagesstätte fangen wir an. Ja. Wir wurden dann mal da gefragt, wie es da wäre in der Tagesstätte. Und hatte da angefangen, die konnte das nicht wieder und dann übernommen wir uns dort. Und habe hier dann einen Freundeskreis gegründet, Kinderwerk Philadelphia.
En hebben dan de Tagesstätte Gerata gebuurd en uitgebuurd. En dat werd dan 2001 oud, 2 jaar, 3 jaar later, toen hadden we een andere aanvraag van de Topstommerschulbuur. En die hebben dan ook met Helga Ditsch, die had dan met een paar Topstommer Schüler zo aangevangen, aan je recht. En zo dan hebben we met de Topstommerschule dan ook, tegelijkertijd kwam de aanvraag voor Arco-Iris. Dat we in Duitse ehepaar, die vangen die aan, die school door. Dat houden daar dicht bij in de Stantia. En die 10 jaar rondom, die hadden dat geen school, die ook niet de school. En die vangt dan aan de 98 aan, daar met een schoolbuur en leraaranstalt en zo wieder, ja. En over dem, die kwamen op eenmaal aan, dat leven 3 jaar later, kwam in mijn broer Wilmer, wat aan veel geholpen had, met de school door opstellen en vieren. En die kwam dan aan en zei, hij kon niet meer. Zijn Stantia, die was zeer dreig, en dat deed alles niet. Hij wilde afgeven in de gouvernation. Dat wat hij zou weer. En dan kwam Wilmer en vroeg mij, als dat niet een medische would zijn, dat we die ook overnemen. Wist du, wanneer de gouvernation die eerst had, dan wordt het waarschijnlijk niet meer zijn, zeg ik dat. En we zeiden dan ook dat toe. So, dat waren dan de 3 projecten wat we hier aan zeer bemeden, de Tagesstätte, Topstommerschule en de Arco-Iris-Schule. Zo, du wist Mission down in Paraguay en eigentlich onrechtlich te weten wat du willst, aber die Missionsprojekte die komen einfach. Ja, we hadden ook niet aan fruit veel, we wilden checken voor en zijn wat we in dat kwam, God lengt dat zodat we al voes wisten wat we doen konden. We zijn beide, mijn vrouw zijn beide zeer verkennen, ja. We leven allemaal dat een kind van klein aan, door kostet de beste vormen, de beste richting geven, we een richting zo wonen zullen. Ja. Je hebben aber doch niemals in Kanada abgegeven, ganz, oder jullie hier en alles verkauft, je zijn allemaal hin en her gereisd, ja? We hadden onze kinderen, we hadden 3 jongens, en die hadden zich met de tijd bevrijd en hadden ook families. Maar we zijn dan 24 jaar, wat we ieder jaar allemaal saßen we naar hier komen en hier schoften en dan wat 3 saßen we naar Dortmund, ja. En dat is niet dat we dan nichts deden. Dort deden we dan met containers aanvangen te pakken, met kleding herzetten en programmen maken om geld samelen. Ja. We hadden zeer veel vrienden en zo wieder wat we daar hadden en zeer veel mensen wat met geholpen hebben dat ganze drogen. Ja. We hadden een klampje geld wat die kosten deden. Ja, dat moet je ook opgezameld worden en mensen gevraagd worden. En het had die bij zo'n programma hier in Philadelphia erbij geweest, Ja. als dat hier leuk ook gemaakt. Ja. We deden dat eenmaal hier ook, ja. Zie, 24 jaar hast du damit geschafft. Dan weer op eenmaal tein, oder wat? Ja, we voeren terug dat we de coronatijd, als dat hier alles teugemaakt wordt en we niet in huis voeren konden. En dan entsloot ik me nog een school met een heim, wat bij Pilcomadia is. En sloot ik me nog, die had ik versproken, de nächste ronde waar ik wil komen, wil ik die gans onder stroom lagen. Ja. Dat het heim, de eetzaal, de school en zo wieder. Ja. En dan leed ik nog maar los. En mijn broer Wilmer zei, hij wordt met voor en dan voer we daar gaan en hebben die gans ook aangerecht. Wie de stroomleitung ging toch fresh voorbij. Bij de school, dat we gans fresh aangerecht, de andere. En die hadden dan, in 2 weken hadden we dat alles gedaan. En dan op eenmaal konden we vliegen. Er werd een vliegtuig opgesteld hier met mensen dat een zaad van huis kwam. Ja. So, En de COVID-tijd, ja. En de COVID-tijd. Ja. En dat is voor mij ook Gottesviering geweest. Wie es nachher, wo ich das nicht mehr getan habe, wie es ich dann veranlagt deed in Kanada, ja. Im Sommer.
Im Fall von der Lader auch, weil der Fall mit der Laderanbieter gesagt. En die mir dat je niet 2 maken. Wow. Wir dann für welche gelebt ganz, aber so langsam wir dann 3,5 Monate am Krankenhaus. En aber so viel ich kann von noch nach gehen, kann meest alles doen, ja, aber ich habe meine Probleme teruggehouden von dem Antlitz. Aber du wirst endlich noch wieder, wenn du gleich an der Covid-Zeit einweh, dann wird es wieder gehen. Ja. Wir wollen wieder herkommen nach. Hat je alt wäre. No, erst hadden we ons een ziel gezet, we willen 20 jaar. Dat kan ons heel lang voor, aber we willen mal brood zijn. Nou, op eenmaal die 20 jaar aan je. En dan bereid ik hedwig wel op 25. En die leidt zich ook bereiden, voor die Fall dat allemaal spannend is. 10 jaar groot zijn dat we weer dachten daar is. Dat we niet zeker maar die alle verloren. Zo, dan hadden we 24 en nu willen we op 25. Het nächste jaar ook nog wat komen. En ich habe mit dem Hinterkopf immer noch gesagt, vielleicht würden wir dann bloß 3 Monate kommen, aber das hätte ich halt ja sagen. Sitzt du das dann ein bisschen, den Anletsch, dann ein bisschen, ich habe gerade mal gesagt, das ist gut. Ja, ich weiß nicht, man fragt sich dann, warum mir? Ja. En, aber das, wo wir vielleicht mal Lothar alles antworten, warum ich dran werde, warum wieder passieren wird. So einfach mal Bärenplätze von der Lada voll und toevallig krijgt op dem Osten da was, op ihr da und so. Ja, wir knabbeln jeden so wieder, ich sperre das einmal so dann vorne nach unten, dann auf einmal nach oben. Ja. Das zieht einmal so durch. En dan, als ik daar lag, probeer ik plus aan beetje wat te bewegen bij de hersens. En daar namen we dan met een hubschrauber naar Vancouver, naar dat krankenhuis, wat extra voor zijn mensen is, wat je net gebroken, dat min 2 spellet, je ganz de knokens en daar weer nerven af. Ja. En dan, het was lang liggen, veel fysiotherapie. Nachher, ja, hebben we Therapie doen en over dat weer gewassen. Wat zeiden de dokters? Leefde die dat u vielleicht nog mal wilt op een been komen? Of mogen ze die goed uit of ja? Die dokters die zeiden die niet veel wat ze leven of niet leven. Dan kunnen ze vielleicht het falsche leven, ja, dat zeiden ja. Die hebben niemals extra, de specialisten niemals extra gezegd, die was dit of was ja niet en zo wieder. Die wollten een beetje wist hebben, ja, aber niet dat ze mij dat zeiden. En die tijd werd hij früh krank en starf, der is aan schrift gestorven? Ja, mijn vrouw die is niet meer... Wist u dan nog slecht af beim Gonen? Ja, ik moet zeggen, mijn vrouw is 1 jaar gestorven. Okay. Dat was alles in 2020 als dit passiert eigenlijk. Okay. En nachher sind wir nach taub gewesen. Die heeft die endlich geholpen. Die pflegen mich dann. Die eerste type anders, ja. En die wordt dan op eenmaal krank. En dan stelden ze vast, die hadden dikdarmkrebs, ja. Dat namen ze dan lang het ingeruid en het leefde nu weer alles oké. Maar na 11 maanden op eenmaal wordt immer schwacher en schwacher. En als ze dan endlich mal waren im Krankenhaus sich bereden leid, en dan zeiden ze dem normale Fuß maar opereren, ja. En da werd die Dormel geplaatst. En dat wil genoeg met, als dat wieder gegaan weer met dokter en met onze familie en met haar, waren we ons dan eigenlijk niet wieder verzekerd. Dat we zeer weinig chance dat ze nog mal wat op een been komen. Dat het wordt best een langetje schweel zijn, dat verzekerd. Ja. En zij weer verder, zij wordt gestorven. En die blijft dan am Krankenhuis en dan na een extra hospice, dan dat wo ze naar hand gebracht worden, wordt gestorven. Gestorven, ja. Die wordt alles gelijk en alles lesgenomen, die kregen bloß medicijn dat ze niet weiter hebben en dan blijven die daar wat ze wijs zijn. Maar du bist doch nu, war dat zo goed tracht stabiel geworden, dat du bij hier gekomen bent. Ja. Also das laat ich ja maar nog niet los.
No, das ist meine Heimat. Basel war arco-iris gewesen? Ja. Ja. Die hadden, Hast du dat kunt irgendwo aufgeben, dat wir andere dann ähnlich so das als du? arkeologisch heeft je een comité. Okay. Dat is ja daar, is de ranen dat en zo wieder. Het haalt dan nu plus, dat zich gewoon financieel met Ja. en met, vielleicht würde ich sagen, mit Beroder da wordt, ja, aber das. Mhm. Jette schuld, ja, der ist ein bisschen groß geworden, wie wollen die Jahre am hier aufgeben an der Gemeinde, wie halt die Tagesstätte aufgeben konnte, an der Kooperative, die Hofstummenschule konnte aufgeben und so wieder. Und auch, ich bin nach einem Heim, bin ich mit Pilkamadien bei einer Schule. Mhm. Und dort auch aufgeben, das in den Niederlanden noch, ja, und so wieder. Und habe auch eine Schule an Rio Verde gebaut. Mhm. Die rand ook zeer goed. So, eigentlich Gott hat die Arbeit, was wir hier tun dürfen, sehr gesehen. Du hast viel so was getan in Götz und die ist das passiert. Hast du mit Kämpfe damit gehabt? Warum die gekriegt? Nee, ich glaube, dat is mir niemals, ich kämpfte beter mit, warum es mir passiert, aber nicht, dass ich mit der Arbeit irgendwas zu tun habe. Ja. Ich muss mich damit aufhängen, dass das passiert wird. Man, es ist ein Augenblick, was ich im Leben zet, und der Augenblick, der dein ganzes Leben ändert. Ja. Das ist, Also, die ist das bewusst, gute Werke bringen die nicht im Himmel. no, das ist Ich glaube, das ist gut wieder zu sagen. Das ist ganz klar, die Werke haben nichts zu tun, aber wenn du in Christ bist, Korrekt. dann wirst du Ja. für Gott da sein. Ja. Ja. Sehr schön, Uwe. Willst du noch an die Teutschitters noch was mitgeben wollen? Ja, mitgeben würde ich viel wollen, aber ich würde allen sagen und wünschen, wir sind alle verandert da. Wir wollen verandert da sein und nicht für uns selbst bloß. Denken und arbeiten und so wieder. Ja. Jesus will verandert da und wir wollen auch verandert da sein. Mhm. Ja. Schön, das ist ein gutes Schlusswort. Dankeschön, Uwe, dass wir das hier machen dürfen. Ich wünsche dir alles Gute wieder. Auch dort, wenn du in Kanada bleiben wirst. Ja. Vielleicht komme ich nochmal, wer weiß. Ja, was immer. Gottes Segen. Dankeschön. dass je Zeit habt und ich hoffe, je habt das gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Am 30. August, der 5. Sonntag, dann haben wir da ein extra Programm. Diese Runde geht es um den Zug, der früher von 1861 bis 1990 in Paraguay existiert hat. Der Carlos Antonio Lopez Zug.